Meine Schnipselkiste ist komplett am Überborden. Es hat überhaupt keinen Platz mehr und ich finde, ich muss unbedingt alles das Geschmäus aufbrauchen. Und das bedeutet, es ist wieder einmal Zeit für ein Masterboard. Findet ihr nicht auch? Das Zeug muss weg. Und es wäre natürlich super schön, wenn wir das gerade miteinander machen könnten und dann natürlich aus dem Masterboard auch irgend etwas Cooles daraus rausschneiden. Ja, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich freue mich mega. Ich bin Anne und ich würde sagen, wir fangen gerade an. Ich habe mir hier so ein Karton oder eher ein grosses Karton. Das ist irgendwie von einem Zeichnungsblock, eine Rückseite. Und das hat mir zugeflüstert, es möchte gerne ein Masterboard werden. Und darum einfach losleimen. Leimen. Immer frisch, fröhlich drauf los. Was macht ihr mit euch Masterboard? Ich habe vor, hier Täschchen daraus zu machen. Täschchen und vielleicht Tax oder Bellyband. Wir werden es sehen. Ihr hört es vielleicht, ich bin komplett verkältet. Aber es kommt schon gut. Es kommt gut. So. Ich habe jetzt auch nicht vor, irgendwie da noch gross die extra zurecht reissen oder so. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach mal. Ich nehme einfach mal alles, was da ist und einfach mal alles, was irgendwie. Einfach wie es gerade kommt. Einfach so, wie es gerade kommt. Und kennt ihr das? Ich finde es recht lustig, wenn man die Schnipsel nachher dann so vornimmt. Dann kann man sie manchmal zuordnen. Oh, der will nicht heben da. Manchmal weiss man doch noch, ja genau, das habe ich für das Projekt gebraucht oder das für das. Das da und das da ist zum Beispiel ein Ding gsi, ein Masterboard, wo wir mal zusammen gestempelt haben. Oder eben nicht zusammen. Jetzt weiss ich es schon wieder nicht mehr. Nein, schau jetzt, ist das da, das haben wir glaube ich nicht zusammen gemacht. Aber das haben wir zusammen benutzt für mehrere andere Sachen. Ja, genau. Ach, ich finde die so genial. Die gefärbten. Hey, und weisst du was? Habe ich mich im Fall gefragt. Ich habe ein Gläschen mit Rostwasser gemacht, einmal einmal. So, ich habe dort meine Schräubchen drin und alles das Geschmäus so. Ich habe das rosten, das Wasser ist schön brünschelig geworden und so weiter. Ich habe das dann gebraucht zum Rostfärben, logischerweise. Und habe das aber auch gerade direkt dann so eingebunden. Also die rostigen Sachen, die habe ich gerade so zusammengebunden, auch noch gerade eingewickelt. Ach herrje, kann ich das sagen? Also ich habe nicht nur das Wasser gebraucht, sondern die rostigen Gegenstände habe ich auch gerade eingewickelt in das, ich habe noch mit Stoff gefärbt und eben mit so Kärtchen-Zeugs und Papier und so weiter. Genau. Und dann natürlich eben mit Tee. Das Ganze irgendwie noch ein bisschen schwarz gemacht und so. Also da richtig rumgeplanscht. Ja, und jetzt da habe ich das Zeug
ausgewaschen, abgewaschen und wieder zurück ins Gläschen da. Also, mal am Anfang, ja, ich hatte noch feuriges Rostwasser gehabt. Und dort habe ich dann die abgewaschenen, rostigen Gegenstände wieder reingetan. Ja, und dann ist natürlich das Wasser schwarz geworden, weil es anscheinend immer noch Teerückstände dran hatte an diesen Rostsachen. Obwohl ich sie aber wirklich gespült habe. Ja. Und dann habe ich einfach zuerst so schwarzes Wasser gehabt, ein bisschen. Und dann irgendwann haben sich aber dann die schwarzen Partikel so wie abgesetzt. Und dann hatte ich eigentlich durchsichtiges Wasser gehabt mit schwarzen Fleckchen drin. Ja, und das ist ja nachher dann irgendwie nicht mehr ganz so Sinn und Zweck von dem Rostwasser, oder? Dann habe ich gefunden, nein, das wollte ich nicht so haben. Habe das Ganze weggekippt, die rostigen Teile noch einmal abgewaschen und das Wasser noch einmal neu angesetzt mit Essig und so weiter. Hey, und jetzt wieder dasselbe. Ich bringe aus diesen rostigen Teilen kein Rostwasser mehr raus. Das ist klares Wasser mit schwarzen Partikeln drin. Wie bringe ich das wieder rostig her? Ich verstehe es nicht. Wisst ihr es? Habt ihr eine Ahnung? Muss ich die irgendwie speziell, die Teile noch einmal speziell behandeln? Oder was soll ich machen? Schaffe ich es jetzt nicht mehr? Muss ich die fortschmeißen? Also ins Altmetall natürlich, okay, selbstverständlich. Ich weiß es nicht. Vielleicht könnt ihr mir da helfen. Oder muss ich die irgendwie ganz speziell mit irgendeiner Lösung abwaschen oder so? Mit vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Essig. Aber es hat ja dort auch schon Essig drin in meinem Wässerli. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Weil ich nämlich gerade letztens gedacht habe, ich will unbedingt wieder einmal Rost färben. Tja. Tja, kann ich da nur sagen. Jetzt muss ich dann noch eine Lösung ansetzen mit neuen Teilen. Aber für das brauche ich zuerst mal neue Teile. Gut, ich habe eine ganze Kiste voll Schrauben und so. Dort wird man sicher irgendetwas entbehren können. Oder dann die ganzen Imbusschlüssel von der IKEA. Aus irgendeinem Grund behalte ich die immer auf. Bewahre ich die immer auf. Ich weiß es auch nicht so genau. Ich habe irgendwie das Gefühl, ja, die kann man dann wieder mal brauchen. Aber ja, dass man nachher dann einfach irgendwie 20 gleich grosse Imbusschlüssel hat, das macht ja irgendwie auch keinen Sinn. Oh, das ist ein hübsches Teil. Gefällt mir. So. So, jetzt müssen wir doch hier die schönen Schnipsel alle aufbrauchen. Und ich habe jetzt auch wirklich nicht darauf geschaut, extra auf oben und unten, dass die Schrift irgendwie gleich, in die gleiche Richtung schaut und so weiter. Das ist alles Kraut und Rüben, so wie es mir gerade in die Finger kommt. Oh, guck mal, das ist ja so ein herziges. Die sind so hübsch, die kann man einfach nicht fortschmeißen, oder? Doch, man kann schon. Man könnte ja schon.
will nicht. Und selbst bei diesen Schnipseln habe ich Schwierigkeiten. Was tue ich jetzt vorne und welches hinten? Wenn doch beide Seiten so schön sind. So, oh, schön vollgeklebert. So, was haben wir da noch? Oh, ich liebe die hier. Die sind so schön rausgekommen mit dem Schwarz. So, da noch ein bisschen Müsterli. So, ich finde, das sieht doch schon wahnsinnig hübsch aus. Oh, schau mal. Das sieht doch schon sehr, sehr schön aus. So, da fehlt noch irgendwas. Irgendetwas so. Das ist jetzt ein bisschen doof. Wieso habe ich das jetzt gemacht, also ein Loch gelassen? Das ist dann blöd. So. Und wir halt hier ein paar kleine. Ein paar kleine reinkleben. Weil ich schon wieder hadere mit irgendwelchen Sachen überkleben, die doch dann schade sind und so weiter. Ja, hey, es ist ein Masterboard. Es sind nur Fötzel. Einfach drauf. Komm, gar nicht schwierig tun. Da haben wir noch ein Eckeli. So, aber jetzt kommt es gut. Jetzt sieht doch das schon mal mega prima aus. So. Kärtchen würde ich auch gerne machen. Ich weiss, ich habe schon so viele Kärtchen und so weiter, aber ich habe gerade ein mega schnussiges Tutorial gesehen. Ich weiss leider gerade überhaupt nicht mehr, bei wem. Kann ich es denn? Aber sie hat auch mit dem Masterboard wahnsinnig herzige Kärtchen gemacht. So quadratische. Und dann noch, also zuerst das Masterboard, nachher das zugeschnitten und dann überall noch irgendwie ein Tierchen reingeklebt oder irgendetwas. Das könnte man eigentlich so. Das Loch finde ich eigentlich noch recht cool. Das sollte ich nicht unbedingt überkleben. So, was haben wir da noch? So ein bisschen Bienchen.
Jetzt habe ich dann keinen Platz mehr da zum Leimen. Dann muss ich mir dann eine andere Leimunterlage suchen. So, oh ja, ein bisschen Noten. Noten, wenn wir noch. So, Lick. Und weißt du was? Ich muss noch gerade schnell ein bisschen Werbung machen in Eigenregie. Und zwar da, ich möchte gerne einen Kurs anbieten. Also eben, es ist nicht unbedingt ein Zeichnungskurs, sondern es sollte einfach ein Zeichnungsstudio sein, wo Interessierte, die gerne zeichnen, einfach so kommen können und dort einfach ein bisschen zeichnen. Ich biete den Platz, natürlich, selbstverständlich. Ich biete das Material, ich nehme Sachen mit und auch Ideen. Ich nehme Zeugs mit, wo man abzeichnen kann und so weiter. Und man kann miteinander diskutieren, man kann miteinander voneinander abschauen, man kann, ja, es soll einfach ein schönes Zusammensein sein. Ja, für Leute, die gerne zeichnen, und so kann man sich austauschen und miteinander, ja, einander gegenseitig auch ein bisschen inspirieren. Also, da sind nochmal die genauen Angaben. Und anmelden dürft ihr euch auf handgelenkmalpi@gmail.com. Und es würde in Ittigen bei Bern stattfinden. Also wenn ihr Lust habt, dürft ihr euch gerne anmelden. Oder selbstverständlich das auch weiterverzählen, wenn ihr irgendjemanden kennt, der interessiert wäre. So, oder ihr dürft einfach mir ein E-Mail schreiben und nachfragen, wenn ihr noch nicht ganz draus kommt, was jetzt das genau soll. Schreibt, kommt, redet mit mir. So ist das. Jawohl. Zack. Oh. Oh, jetzt müssen wir hier schauen, dass wir hier wieder alles drauf haben. So, der Leimklumpen muss hier noch weg. So, was haben wir noch? Wir haben immer noch wahnsinnig viel von diesen Scraps, wo wir da irgendwie drauf pflümeln. Komm, einfach so drauf. Zack, bumm, peng. So, noch ein bisschen mehr Bienenli kommen da für. Bienenli. So. Das ist doch eines was Cooles. Auf dieser Seite wäre es auch schön gewesen. Geht es euch auch so? Oder bin ich die Einzige? Bin ich die Einzige, die immer hadert? Sagt mir das mal. Sind ihr da schmerzfrei in diesem Bereich? Einfach zack, bumm, drauf, egal. Weißt du, der Witz ist ja auch, das sind alles so selber gemachte Sachen. Ich habe für das kein Geld ausgegeben. Das ist jetzt nicht irgendwie komplett verschwendet oder so, wenn ich das jetzt da draufklebe. Aber. Ja, und ich kann es jedes Mal. Ich kann es immer wieder einfach neues Papier nehmen und einfach neu wieder färben. Fertig, Schluss. Ich kann unendlich von diesem Papier machen. So, ich leime wieder auf der Unterlage, merke ich gerade. Es ist nicht so wie geplant eigentlich. Ich brauche schnell irgendwas.
irgendetwas drunter. Da. Salig. So, ja, es lichtet sich langsam, es lichtet sich. Man müsste jetzt noch etwa 20, 30 von diesen Masterboard machen und dann wäre mein Kistchen leer. Aber ja gut, da reicht jetzt die Zeit wahrscheinlich nicht ganz. Nein, ich will irgendetwas ein bisschen schmelzen. Nein. Das ist eben so ein dickes, so ein Fett. Die habe ich jetzt nicht so gerne gehabt. Schau mal, das wäre jetzt noch schönes. Aber das muss beim nächsten Mal mitmachen. Für das hat jetzt gerade keinen Platz mehr. Aber der ist gut. So, so. Und da ist noch so ein hübsches Fötzeli. Das möchte ich gerne da drauf. Ein Bienchen übers Vögeln. Und jetzt der einzige freie Platz ist noch da unten. So. Ah. Irgendwann habe ich es so klein gerissen, dass es nicht mehr drauf passt. Nein, schau. Alles gut. Oh nein, da ist noch ein Eckeli. Eckeli. Da mit dem Fünfi. Und das Fünfi draufkleben. Das Mini-Fünfi. So. Jetzt sehe ich gerade hier oben. Hier ganz am Rand oben. Sind wir nicht ganz raufgekommen. Was machen wir da? Da ist ein ganz schmales. Das wäre natürlich ideal. Für genau da drüber. Solig. So. Nein, das gefällt mir wahnsinnig gut. Was ich jetzt noch schnell mache, einfach so. Und dass es gemacht ist, ich schneide mir da einfach die Rändchen ein bisschen ab. Und da oben. Ja, ein bisschen kann man schon. Das muss man dann sowieso schön zuschneiden, wenn man es dann braucht. Tack. Aber so, dass wir die Fötzchen nicht zu fest abstehen und ich es vielleicht sogar wieder abrupfen. So. Oder dass das irgendwie rumlitzt und krügelt, oder ich weiss doch auch nicht was. So, hey, das ist unser wunderprächtiges Masterboard. Und ich finde das extrem cool. Wenn wir das noch schnell zuschneiden, komm, wir schneiden das noch. Und weißt du was? Die ganzen Fötzchen, die hier übrig geblieben sind, ich kann mal schauen, ich kann euch zeigen, wie viele das noch sind. So, also es hat sich ein bisschen gelichtet. Aber da meine Kisten sind überquillt, also immer noch. Jawohl. Ja, noch. Immerhin. Ein bisschen etwas hat es gebracht. Jetzt hole ich noch schnell mein Schneiddingsbums. So, also, was machen wir jetzt hier?
Ich würde sagen, ich wollte auch so coole Kärtchen machen. Und ich glaube, ich mache die mal 8. Könnte man doch das hierher tun. So. 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 Und so. So. Und mit dem anderen, da hätte ich gerne noch ein Bellyband. Das darf gerne ein bisschen schmäler sein. Oh, kann ich das gerade machen? Nein, warte, jetzt mal, muss das gehen. Das ist absolut nicht gerade, was ich hier geschnitten habe. Das ist wieder mal abartig, wie das nicht gerade geworden ist. Furchtbar. Also, Bellyband. Schmal. Bellyband breiter. Und dann Täschchen. Dreiecktäschchen. Oder so. So Täschchen. So. So. Genau. Und jetzt da die komplett krummen. Ich verstehe das manchmal nicht ganz, warum das so ist. Ja? Ich weiß nicht. So, das sieht aber nicht krumm aus, oder? Nicht fest. Ich weiß doch auch nicht. So, und so. Das da gibt auch noch ein herziges Täschchen. Ein krummes. Ah, jemine. Soli. 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 So. Cool. Das gibt mir fast so wie Memory-Karten. Das ist ja recht lässig. Voilà! Hey, aus unserem Masterboard sind coole Kärtchen geworden, wo man dann da mal bearbeiten kann. Ich habe 2 riesengroße Bellyband. Ich habe hier noch kleine Kärtchen. Ich habe Täschchen und noch mehr Täschchen. Und noch mehr Täschchen. Und das ist dabei rausgekommen bei unserem Masterboard. Und ich freue mich schon, wenn ich dann hier loslegen kann und alles das Zeugs verarbeiten. Und dann nehme ich euch mega gerne beim nächsten Mal wieder mit, wenn wir dann coole Kärtchen machen. Bis dann. Tschüss.